Wir sind in unserer Predigtserie „Was würde Jesus tun?" und gehen miteinander durch den 1. Korintherbrief. Wir haben schon ein bisschen gehört in der Einleitung, ein ganz spannender Brief, wo Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er liebt, die er selber gegründet hat. Und weil er sie liebt, will er sie schützen. Aber er muss sie auch schützen, weil sie sind bei gewissen Themen recht in Schieflage. Sie brauchen Korrektur. Und so möchte ich euch das ganze vorher angesprochene Kapitel vorlesen, 1. Korinther 5. Ich habe es für mich so formuliert, also von Inzucht bis Brotrezepte ist alles Mögliche drin. Tönt spannend, oder? Hier schreibt Paulus: Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt doch bei euch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch immer noch so groß auf? Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Ich jedenfalls habe bereits entschieden, was zu tun ist. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch in meinen Gedanken. Auf solche Weise bei euch anwesend habe ich folgendes Urteil über den gefällt, der diese schändliche Beziehung eingegangen ist. Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Ich werde in Gedanken daran teilnehmen und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr Kontakt mit all denen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich: Habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt, also ein Holy Homie ist, und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst euch einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die da draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Ganz ein spannender Text, oder? Das Brutale für mich als Prediger ist, im gleichen Brief gibt es so den Abschnitt: Liebe ist sanftmütig, Liebe ist geduldig, Liebe ist wunderschön und so weiter. Darüber zu predigen wäre irgendwie einfacher. Aber gerade solche Kapitel sind doch eigentlich recht spannend. Weil sie gehen Dinge an, wo wir lernen darin kennen, wie Jesus über seine Gemeinde denkt. Von den Fehlern anderer kann man vieles lernen für sein eigenes Leben, dass man sie möglichst nicht macht. Die erste Reaktion, wenn man diesen Text liest: Das klingt aber hart. Das ist intolerant. Das passt nicht in die heutige Zeit, denn in der heutigen Zeit, wir müssen inklusiv sein. Aber in diesem Kapitel können wir lernen,
worum es um Kirche geht. Wir können Gottes Plan kennenlernen, wie Kirche denn sein sollen. Sie zeigen uns, wie Jesus seine Gemeinde will. Und ich möchte darum dieses Kapitel diese Frage über dieses Kapitel stellen: Wie inklusiv soll Kirche sein? Ich habe letzten Sonntag in Silbern die gleiche Predigt gehabt und hat mir jemand gesagt, ich müsste das Wort inklusiv noch erklären. Inklusiv ist so der gesellschaftliche Druck. Jeder muss dazugehören können. Man darf niemanden aufgrund von irgendetwas, was ihn ausmacht, ausschließen. Wie inklusiv muss denn nun die Kirche sein? Schauen wir doch diesen Text einmal an. Vielleicht zuerst einmal die Situation in Korinth, wo ja Paulus diesen Brief hinschickt. Korinth war eine Weltstadt. Aufgrund der Lage, das alte Korinth lag ein bisschen anders als das neue Korinth, aber es war ein Handelszentrum, es war reich aufgrund des Handels, es war kulturell sehr bunt, weil da verschiedene Kulturen zusammenkamen. Das waren so Schlagworte, die Stadt prägten. Andere Schlagworte waren, sie waren stolz. Es war eine stolze Stadt, sie waren stolz auf ihren Reichtum, stolz auf ihren Status. Hey, wir sind im Fall in Korinth, nicht irgendwo. Sie waren stolz auf ihre Leistung auch als Stadt. Etwas anderes, was diese Stadt stark prägte, war so dieses Freiheitsdenken. Wir sind frei. Wir sind frei, wir sind religiös tolerant. Bei uns ist eine riesige religiöse Vielfalt. Auch die sexuelle Offenheit in dieser Stadt war bekannt. Man war stolz darauf, wie frei man ist. Es war eine tolerante Stadt. Alles hatte Platz, solange es nützte, solange es etwas Gutes brachte. Und nun war diese korinthische Gemeinde war ja eine Gemeinde mitten in dieser Stadt. Sie lebten mitten in dieser Kultur. Und es ist so, dass die Kultur, in der wir leben, die hat immer Einfluss auf das, was wir sind als Kirche. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir so diese Schlagworte vorher angeschaut haben, ich habe mal ein anderes Stadtbild mitgebracht, das passt auch zu uns. Stolz, frei, tolerant. Und genau wie die Korinther sind auch wir in der Gefahr, uns mehr prägen zu lassen von der Kultur, in der wir leben, statt von dem, was Gott über seine Gemeinde sagt. Und darum finde ich dieses Kapitel ganz spannend, denn Gott setzt hier seine Standards. Kulturell leben wir in einem Dilemma. Wir leben in einer Kultur, die sagt, hey, du musst tolerant sein. Wir leben in einer Kultur, die sagt, du musst inklusiv sein. Du darfst niemanden ausschließen. Gleichzeitig leben wir in einer Kultur, die lebt, dass wenn dann aber jemand nicht ins Mainstream-Schema passt, wenn jemand eine falsche Meinung vertritt, falsches Verhalten lebt, wird er ausgeschlossen, wird er gecancelt. Ich weiß nicht, war es letztes Jahr, das ist das ganze Cultural Appropriation Thing, wo die Leute, wenn du der falschen Hautfarbe, die falsche Frisur hattest, dann durftest du nicht mehr auftreten. Unglaublich tolerant. Man spricht von der Cancel Culture. Ein falsches Wort, ein falscher Post, das nicht in den Mainstream hineinpasst und du bekommst den Shitstorm, sagt man so, wirst ausgeschlossen. Also leben wir eigentlich gar nicht in so einer toleranten Kultur, wie wir oft denken, sondern es gibt Grenzen. Die Frage, wo sind die Grenzen und warum gibt es sie? Daraus müssen wir uns auch die Frage stellen, wie soll denn Kirche aussehen? Wo sind denn Grenzen in der Kirche? Wo müssen Grenzen in der Kirche sein? Weil das ganz Tolerante, haben wir ja gesehen, das gibt es gar nicht. Das gibt es auch in unserer Kultur gar nicht. Und 1. Korinther 5 wirkt auf den ersten Blick da brutal, ausschließend. Paulus spricht davon, Ausschluss. Aber wir wollen uns genauer anschauen, denn erstens einmal spricht ja Paulus da nicht die Welt an, die Menschen da draußen, suchende Menschen, sondern er spricht von der Gemeinde. Er richtet sich an die Gemeinde selber und lädt sie nicht zur Härte ein, sondern wenn wir es genauer anschauen, er lädt sie zur Demut ein.
Wir stellen uns die Frage, wie muss denn Kirche sein, dass sie so ist wie Jesus? Weil da haben wir auch so ein Dilemma. Auf der einen Seite kennen wir Jesus, wird er beschrieben als einen Freund der Sünder, der Prostituierten, der Zöllner, der Verbrecher. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier einen Paulus, der sagt, wie könnt ihr es denn tolerieren, dass solche Menschen Teil eurer Gemeinde sind? Wie passt denn das zusammen? Wir finden in diesem Text so drei Grundsätze, in diesem Kapitel 3 Grundsätze, wie Gemeinde sein muss, dass sie Gemeinde ist, wie Jesus sie sich denkt. Den ersten Grundsatz, den finden wir in den ersten 5 Versen. Kirche muss Rückgrat haben, weil Jesus Herr ist. Wir lesen in diesen Versen von einem Mann, der ein sexuelles Verhältnis mit seiner Schwiegermutter, wahrscheinlich war es eben die Stiefmutter, hat. Und es ist ganz interessant, wenn wir den Text lesen, Paulus kritisiert hier nicht in erster Linie diesen Mann, sondern er kritisiert die Kirche. Er sagt, hey Leute, das ist nicht irgendein moralischer Grenzfall, wo man kann es so oder so sehen. Gibt es ja auch. Er sagt, hey, sogar die Leute, die Gott nicht kennen, finden es daneben. Und ihr toleriert es nicht nur, ihr seid noch stolz darauf. Ihr seid so stolz als Kirche, dass ihr blinder geworden sind für Sünde, als die Welt es ist. Statt betroffen und traurig seid ihr arrogant und gleichgültig. Was war das eigentliche Problem hier? Die Gemeinde in Korinth nannte Sünde nicht mehr Sünde. Eigentlich so einfach. Statt dass es klar war, dieses Verhalten ist weit weg von dem, was zu den Werten Gottes passt, war es irgendwie okay, war irgendwie alles okay, wurde es als offensichtlich normal oder gegeben gesehen. Und das zweite Problem ist, man hat dadurch dem Evangelium seine Kraft entzogen. Weißt du, das Evangelium ist die Botschaft davon, dass Jesus für unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit am Kreuz gestorben ist. Und darum hat Jesus kein Problem mit Sünde in der Gemeinde. Solange Sünde Sünde genannt wird und wir uns ihm ausliefern dann mit dem Wunsch, Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Veränderung, bitte verändere mich. Die Bibel verlangt hier keine sündlosen Christen, weil die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Weil es gibt manchmal so Prediger, die tun so, wie wenn sie sündlos sind. Dann sage ich jeweils den Leuten, ja, fragt mal seine Frau, was die so denkt. Es gibt keine sündlosen Christen. Aber wenn wir Sünde nicht mehr Sünde nennen, braucht es ja keine Veränderung mehr. Und dann ist Jesus eigentlich vergeben gestorben. Wir entziehen dem Evangelium seine Kraft. Und weißt du, als Kirche sind wir gerufen, ein Rückgrat zu haben. Eine klare Haltung zu haben, dort wo auch die Bibel klar ist. Ich würde es mal so formulieren, Kirche muss offen sein. Offen für alle, aber nicht offen für alles. Unsere heutige Kultur will uns hier in eine andere Richtung drängen, wo man das eben nicht mehr so sagen darf. Jesus ist der einzige Weg, das kann man doch nicht sagen. Die Bibel sagt, dass es falsch ist, vor der Ehe eine sexuelle Beziehung zu haben. Das kann man doch heute nicht mehr so sagen, ach come on. Die Kirche braucht Rückgrat. Es ist schlussendlich die Kirche von Jesus, es ist nicht unsere Kirche. Die Kirche muss Rückgrat haben, weil Jesus Herr ist in der Kirche. Wir müssen einstehen für die Werte Gottes. Paulus geht dann in den kommenden Versen darauf ein, dass es ja nicht sein kann, dass jemand, der so lebt, gleichzeitig Teil der Kirche genannt werden kann. In den Versen 3 bis 5 schreibt er dann, was passieren muss, wenn eine Person wirklich in so einem Zustand lebt. Wir nennen das Gemeindezucht. Wann braucht es diese Gemeindezucht? Er schreibt dann, hey, in so einem Fall braucht es eine Gemeindeversammlung, also eigentlich ein Leitungsentscheid. Die Person muss konfrontiert werden und es muss ihr die Möglichkeit gegeben werden, umzukehren. Und falls sie nicht umkehren will, kann sie nicht mehr zur Gemeinde gehören. Was unterscheidet jetzt das von den normalen, wir haben vorher gesagt, wir sind alle Sünder. Sein Verhalten war schwerwiegend. Es war nicht eine Bagatelle, wo man unterschiedlich sehen kann, sondern eben, sogar außerhalb von der Gemeinde hat man es einen Skandal genannt. Sie war ausdauernd, sogar Paulus hatte schon davon gehört.
Es war noch nicht in einer Zeit von WhatsApp und Instagram, sondern es war in dieser Zeit, wo das muss schon länger ein Thema gewesen sein. Es war erkannt, der Person muss es klar gewesen sein, dass es ein Fehlverhalten ist. Und es war offensichtlich fehlende Änderungsbereitschaft da. Weil dafür setzte Paulus ja dieses Treffen an. Dort soll er die Möglichkeit bekommen, konfrontiert zu werden und umzukehren. Der Ausschluss aus der Gemeinde soll der Person aufzeigen, dass sie daneben liegt. Paulus formuliert das ganz spannend. Er sagt, wir wollen diese Person miteinander dem Satan ausliefern. Was für eine inklusive Formulierung. Was für ein tolerantes Wort. Was meint er damit? Er sagt damit natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie als Kirche da jemanden, weiß doch nicht was, verfluchen oder dem Teufel geben, mach du mal mit ihm, was du willst, sondern ich würde es mal so formulieren. Wenn mir jemand in einem Haus drin ist und sagt und spürt nicht mehr, wie schön die Wärme ist, dann geh doch mal kurz nach draußen in den Winter und erlebe mal, wie kalt das es da ist, dass du siehst, hey, eigentlich wäre es da schön warm. Der Prozess, den Paulus hier anspricht, hat immer das Ziel der Umkehr. Die Person soll merken, was es bedeutet, nicht Teil der Kirche sein zu können. Und wenn wir in den Korintherbriefen dann weiterlesen, der 2. Korintherbrief, das ist ein weiterer Brief, den Paulus dann den Korinthern geschrieben hat, da gibt es im 2. Korinther 2 so eine Begebenheit, wo er dann von einer Person schreibt, die Schlimmes gemacht hat, und er schreibt der Kirche dann, ist jetzt umgekehrt, nehmt sie bitte wieder auf. Wir wissen nicht ganz genau, ist das die gleiche Person oder waren da noch andere, kann ja sein, aber wir sehen dieses Muster, Umkehr und Buße ist möglich und dann soll eine Person auch wieder aufgenommen werden, wieder dazugehören, weil das ist schlussendlich das Ziel, wie Paulus es hier schreibt. Die Bibel ruft uns auf, als Kirche Rückgrat zu haben, einzustehen für Gott und für seine Werte, nicht stolz auf die eigene Verwässerung und Toleranz, wie es die Korinther waren. Und weißt du, wir können das auch sehr persönlich für unser Leben nehmen. Es kann nämlich in unserem eigenen individuellen Leben genau das Gleiche passieren. Auch wir können in unserem Leben tolerant werden für Dinge, von denen wir eigentlich wissen, sie entsprechen nicht Gottes Werten. Wir nennen Dinge plötzlich nicht mehr ganz so falsch, wie Gott sie falsch nennt. Ja, das muss man nicht so schwarz-weiß sehen. Wir tolerieren Dinge, wo wir ganz genau wissen, Gott sagt Nein. Und dann kann es sogar sein, dass wir noch stolz werden darauf. Ja, wir sind eben keine gesetzlichen Christen. Wir sind eben progressiv. Wir brauchen Rückgrat, auch in unserem Leben, Sünde zu nennen. Zu Jesus zu bringen. Jesus zu sagen, Jesus, verändere mich. Ich glaube aber, dass dieser erste Grundsatz, dass die Kirche Rückgrat braucht, weil Jesus ihr Herr ist, nicht alleine steht, auch in diesem Kapitel nicht alleine steht, weil sonst wird er hart. Wir finden in diesem Kapitel einen zweiten Teil. Kirche muss Demut haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir finden in den Versen 6 bis 7, da schreibt Paulus den Korinthern so mehrmals, er schreibt, hey, ihr habt wirklich keinen Grund, stolz zu sein. Also wirklich nicht, ihr habt keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Er sagt nämlich erstens, er braucht hier ja dieses Bild vom Sauerteig, da kommen die Brotrezepte. Er sagt hier, Sünde zu tolerieren ist ansteckend. Zum Sauerteig, also zuerst mal Full Disclosure, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie ein Brot gebacken. Also ich will nicht etwas erzählen von dem, was ich noch nie gemacht habe, aber ich habe geforscht, ich kann googeln. Das ist auch eine Gabe. In unseren Backwaren ist so, Hefe ist das gebräuchlichste Treibmittel, auch im heutigen Sauerteig. Dadurch geht das Brot auf, dadurch bekommt es Geschmack, wird luftig und halt nicht irgendwie flaches Brot. Hefe war damals noch nicht gebräuchlich, darum hat man auf eine andere Art eine Kultur angelegt, zum Beispiel aus Weizenklee und gegorenem Traubensaft. Da hat man so eine Kultur gemacht und diese Kultur hat man dann jeden Tag in den Teig getan, hat den Teig durchziehen oder durchsäuern lassen. Dadurch ist der Teig aufgegangen und hat dann ein bisschen von dem Teig wieder genommen, das macht man ja heute auch so mit dem Sauerteig, für den nächsten Tag.
und hat dann auch nächsten Tag wieder den Teig durchziehen lassen. Und Paulus braucht hier das Bild, dass eine ganz kleine Menge, diese Kultur, den ganzen Teig durchsäuert. Und er sagt hier, hey, ein kleines bisschen von dieser Sünde, wenn man die drin lässt, dann durchzieht sie das Ganze. Er sagt hier, hey, Sünde zu tolerieren ist ansteckend. Und er braucht das Bild dann weiter, weil jeweils am Passafest wurde sämtlicher Sauerteig, also die alte Kultur, die wurde aus dem Haus geschaffen. Kein Sauerteig mehr. Und jeweils am Passafest hat man neu mit ungesäuertem Brot begonnen. Als Erinnerung daran, dass bei der Befreiung aus Ägypten, was ja ein Bild war für die Befreiung aus der Sünde, die Israeliten keine Zeit hatten, das Brot ziehen zu lassen. Und diese Erinnerung, dafür hat man ja diese Matze, heißen sie, glaube ich, hat man gemacht, ungesäuertes Brot, das war das Einzige, das man mitnehmen konnte. Und immer am Passafest hat man sich daran erinnert, an diese Befreiung aus der Sünde, und das ungesäuerte Brot war so ein Symbol davon. Gleichzeitig geht man davon aus, es war auch etwas Hygienisches, weil die Kulturen, heute macht man ja da jahrzehntelange Kulturen für die Sauerteig, und da gibt es ja diese die Kulturhotels, wo man die unterbringen kann, wenn man in den Ferien ist und alles Mögliche. Damals war es von den hygienischen Gegebenheiten her wichtig, immer mal wieder neu zu starten. Gott hat das alles zusammengebracht. Und Paulus sagt damit, braucht er eigentlich ein Bild und sagt, hey, tolerierte Sünde hat Kraft. Und als Gemeinde Rückgrat zu haben, hat nicht primär mit den anderen zu tun, sondern mit uns allen. Denn sonst erwischt es uns auch. Sünde ist ansteckend. Wir haben überhaupt keinen Grund, stolz zu sein. In diesem Bild sagt Paulus aus, dass Sünde zu tolerieren nicht unserer Identität entspricht. Er schreibt ihnen, Sünde zu tolerieren, das entspricht doch nicht eurer Identität. Er sagt ihnen hier im Vers 7, lernt das zu sein, werdet wieder das, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Er beschreibt hier das Selbstbild der Gemeinde. Er sagt, hey, ihr seid doch gerecht gemacht, ihr seid doch heilig gemacht, ihr seid doch Gottes Familie. Es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt einfach wieder Platz schafft in eurem Leben für Sünde. Es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt wieder irgendwo vom Abfall draußen den letztjährigen Sauerteig holt und das wieder einpflanzt. Ist ja logisch, dass sich das durchzieht. Er beschreibt dann auch, warum wir sind, was wir sind, hier im Vers 7. Er sagt, ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Paulus braucht hier das Bild, die Symbolik vom Passalam. Er sagt, hey, beim ersten Passafest war es ja so, die Israeliten mussten ein Lamm schlachten, die Hände auflegen, auf den Kopf legen, als Zeichen dafür, dass man die Sünde auf das Lamm legt. Das Lamm wurde geschlachtet und das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen und der Todesengel ging dann vorbei. Davon kommt auch das Wort Passa oder Pessach, vorbeigehen. Es ist ein Zeichen für die Befreiung aus der Knechtschaft von Ägypten. Paulus sagt hier, Jesus hat eure Sünde getragen, ihr seid das nicht mehr. Sünde zu tolerieren entspricht nicht mehr eurer Identität. Und er sagt genau gleichzeitig, sagt er, aber eines müsst ihr euch schon bewusst sein. Diese Identität, die habt ihr euch nicht selber verdient. Es ist allein das Werk von Jesus, der als Unschuldiger, eben als Passalam, eure Schuld, eure Sünde, euer eigenes Durcheinander auf sich genommen hat und es für euch getragen hat. Und das wird am Kreuz sichtbar. Am Kreuz wird Gottes Gericht und Gottes Befreiung sichtbar. Aber wir können uns darauf denn gar nichts einbilden. Wir sind gut daran, mit unseren Fingern auf Menschen zu zeigen, die eben in Sünde liegen, in Sünde tolerieren. Und Paulus sagt ja auch, wir müssen klar sein. Aber wir müssen nicht stolz sein. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein, weil nichts davon von dieser Identität haben wir uns selber verdient. Anteil an dieser Gerechtigkeit haben wir gar keinen. Es ist nur ein Geschenk von Jesus. Haben wir einen Verdienst an unserer Heiligung? Das wäre so, wie wenn wir sie uns selber erarbeitet hätten. Haben wir aber nicht. Er hat uns verändert. Er heiligt uns. Weißt du, es gibt so viele stolze Christen,
die leben ein Leben, das geprägt ist durch das Gefühl, dass sie durch ihre Aktionen, durch ihr Handeln, durch ihre Heiligung, durch ihren Dienst irgendwelche Punkte im Himmel gesammelt haben. Weißt du was? Deine Cumuluspunkte sind mehr wert als irgendwelche Punkte, die du versuchst im Himmel zu sammeln. Paulus sagt den Korinthern, ihr habt überhaupt keinen Grund, stolz zu sein. Und darum, Kirche soll demütig sein. Nicht stolz darauf, tolerant, auch nicht stolz darauf, so konsequent zu sein. Kirche darf genau auf etwas stolz sein, sagt Paulus im 1. Korinther 1,31. Stolz auf Christus allein. Weißt du, und ich möchte dir diese Frage mitgeben. Wo bist du, wo bin ich in der Gefahr, auf meine eigenen geistlichen Leistungen mir etwas einzubilden? Oder mir auf meine Toleranz etwas einzubilden? Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich manchmal stolz, weil ich vielleicht progressiver lebe als andere Christen oder biblisch konsequenter lebe als andere Christen. Paulus sagt hier, hey, am Ende ist alles Gnade. Alles Gnade. Alles, was wir sind, sind wir, weil Christus unser Passalam geworden ist. Demut bedeutet, ich sehe mich selbst als ein Mensch, der ohne Christus nichts wäre und alles, was er ist, durch ihn ist. Und dann sehen wir in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel noch einen dritten Punkt, wie Kirche sein muss. Kirche braucht offene Arme, weil Jesus rettet. Paulus macht hier nämlich einen ganz entscheidenden Unterschied. Er sagt, hey, es gibt eine Welt in der Kirche und es gibt eine Welt außerhalb der Kirche. Es gibt Menschen in der Kirche, die kennen Gott, die sind mit Gott unterwegs, und es gibt eine Welt draußen von Menschen, die ohne Gott sind. Und da gilt nicht das Gleiche. Unser Auftrag ist nicht, die Welt zu verurteilen. Unser Auftrag ist es übrigens auch nicht, als Moralapostel durch die Welt zu gehen und zu sagen, was mal gesagt werden muss. Paulus sagt hier, hey, Gott wird Menschen richten. Gott kümmert sich darum. Aber weißt du was, wir leben noch nicht in der Zeit des Gerichts, wir leben in der Zeit der Rettung. Kirche braucht darum offene Arme, weil Jesus heute rettet. Und das ist das, was uns prägt, das, was uns prägen soll. Das, was wie Kirche wahrgenommen werden sollte. Mir tut es oft weh, für was Christen bekannt sind. Christen sind, wie es Paulus hier schreibt, oft dafür bekannt, dass sie hart sind, dass sie lieblos sind, dass sie arrogant sind und bekannt dafür für ganz viele Dinge, wo sie dagegen sind. Aber Leute, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sind die offenen Arme von Jesus, der sagt, hey, ich möchte dich retten. Kirche muss ein Ort sein mit offenen Armen, der sagt, Sünder, willkommen. Es sind offene Arme, die zur Umkehr einladen. Jesus selbst wurde Freund der Zöllner und Sünder genannt. Aber niemand, der zu Jesus kam, blieb so, wie er war. Levi, der Zöllner, verließ seinen Zolltisch da und folgte Jesus nach. Die Ehebrecherin hörte von Jesus, ich verurteile dich nicht. Aber sie hörte gleichzeitig, geh hin und sündige in Zukunft nicht mehr. Weißt du, unsere Einladung muss sein, komm, so wie du bist, aber bleib nicht wie du bist. Denn Jesus hat die Kraft, dich neu zu machen, dich zu verändern. Viele Menschen denken, und das kommuniziert die Kirche auch ein bisschen, du musst, wenn du dein Leben in Ordnung gebracht hast, dann kannst du kommen, dann kannst du dazugehören. Die Kirche ist aber nicht ein Museum für Heilige. Kirche ist ein Spital für Sünder. Jemand hat mich gesagt, ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir einfach nur Sünder sammeln. Ja, das stimmt natürlich schon. Ein Spital sammelt ja auch nicht Kranke. Das Ziel ist ja, dass sie gesund werden. Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Spital, ein Krankenhaus für Sünder. Das Evangelium sagt, komm jetzt, komm mit deinem Chaos, komm mit deiner Schuld, komm mit deiner Scham. Weil Sünde verliert seine Kraft, wenn sie ans Licht kommt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier oder hörst diese Predigt am Livestream und du versteckst
Dinge in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, sie entsprechen nicht den Werten Gottes und du tolerierst sie oder sie plagen dich in deinem Leben und du versteckst sie. Bring sie an die Oberfläche, dann verlieren sie ihre Kraft. Sünde zu verstecken ist auch eine Form, sie zu tolerieren. Denn du entziehst ihr die Kraft nicht. Bring sie zu Jesus. Komm zu Jesus, der dich angenommen hat und dich verändern will. Dafür haben wir das Kreuz. Das Kreuz haben wir so in den Saal gestellt, es leuchtet sogar, weil es immer wieder darauf hinweist, Jesus hat deine Schuld getragen, hat deine Sünde getragen. Er bricht die Macht der Sünde in deinem Leben. Jesus hat dich in seine Familie gerufen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und sagst, in meinem Leben gibt es Dinge, gibt es Bereiche, wo ich Sünde nicht mehr Sünde nenne. Ich weiß es ganz genau. Der Heilige Geist hat es mir längst gesagt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Hey, heute ist der Tag, wo du umkehren kannst. Heute ist der Tag, wo du zu Jesus kommen kannst und sagst, Jesus, ich will es nicht verstecken, ich will es dir geben. Ich möchte, dass du mich veränderst. Vielleicht hörst du heute diese Predigt, bist hier oder am Livestream und du hast diesen rettenden Jesus nie in dein Leben aufgenommen. Heute ist die Einladung da. Komm zu Jesus. Kehre um. Lass dich retten von Jesus. Lass dir vergeben. Lass dich rein, heilig und gerecht machen von dem, durch das, was er getan hat.